Fragt einer seinen Freund, brauchst du irgendwann mal Schauworten Lochhand? Dann sagt der andere so, ja lang nicht, die brauche ich nicht, der schmiert ich weich dann. Und dann sagt der andere, ich habe immer so eine Schauworten Lochhand. Wo darfst du sonst den Feld nennen, wenn du so eine Schau hast, was kein Loch hat? Na ja, sag ja, da, ob da steht, ja, aber ich mein anders weiß, ja. Wenn du bloß die Frage stelle, jeder Schau hat in Wirklichkeit ein Loch. Wenn es kein Loch hat, wo der nicht die Brücke sein, dann ganz tönne Schau, der hält nicht. So ganz tönne Menschen, die helfen auch nicht, die funktionieren nicht, die sind bloß hier, um einfach auf der Welt zu sein. Aber Gott hat uns so gemerkt, dass wir selber auch uns hört, ob der Rechte steht und ob nicht Loch haben. Viele Menschen haben ein Loch am Hort, alle schlechte Sachen, die hier, alle schlechte Botschaften. Immer die schlechte Nachrichten hier, immer wenn wird schlechte Nachrichten verteilt wird über andere Menschen, dann sind die up die hier. Aber wenn Gott was reden will, dann sind die nicht up. Darum haben die nicht das Loch. Eine Schau ist dort durch, dass eine steht, das Rechte steht, ein Loch hat, dass das Feld nennen kann. Und nicht auf der andere steht. Wenn eine Schau ein Loch hat, dann kann der Wind nennen, kann der Sand nennen, kann der Speicher nennen, und dann funktioniert der nicht mehr. Aber ohne das Loch der Buwe funktioniert der nicht, der hält nicht. Und ans Leben hat Gott uns so gemerkt, dass wie Gott seine Ehre sind, Nummer 1 soll wir ab am Harsche, wenn wir bloß immer auf andere Menschen harschen, bloß von anders weiß, all ans Einfluss kriegen, dann ist das eins, wo das sperrt sich immer so, das funktioniert noch nicht ganz, das eins wird noch nicht. Was ist das in deinem Leben? Das gibt so manche Menschen, die harschen bloß immer auf all die Negative. Du hast dort in einem Bereich, wo du sagst zum Beispiel, ich steht alle Tag 2 Stunden nur recht harsche, kann ich vielleicht auch mal eine halbe Stunde ein Wort mit Gott unternehmen, in Bibel harsche. Oder wenn du ein paar Minuten harschst, eine von den Minuten mal einfach ab Gott harsche, zum Beispiel Bibel harsche oder Bibel lesen. Das gibt Menschen, sind so die vergleichen die Bibel immer mit Religion. Und das ist so langweilig. Und seien nicht die schönen Dinge, was die Hand und dort fängen sie Gott irgendwann langweilig und fängen dort nicht wirklich dort ein Ziel Leben hat. Gott ist so humorvoll, der hat ein Ziel mit dem Leben. So ist der für jeder Show, jeder für eine extra Show braucht, so hat der Gott auch uns alle verschiedene gemerkt. Und er möchte eine ganz spezielle Botschaft mit uns und durch uns auf diese Welt bringen. Aber so viel sehr wieder aus den Pharisäern an der Zeit von Jesus. Jesus sagt zu seiner Zeit in Matthäus Kapitel 23, Vers 24, sagt er folgendes. Der sagt, die blinde Vierer, die deine de Medje weich sehen und deine Kemäule schlucken. Also die Kleinigkeiten, die passen ab, ich soll nicht das tun und soll nicht das tun, aber dort Weltliche am Leben, dort habe ich verpasst am Leben. So viele Menschen versuchen sich religiös zu benehmen, aber denen nicht die weltliche Botschaft durch, wo das Loch soll sein. Das Loch nur Gott, dass ich ab Gott harsche, das ist mir nicht so wichtig, dort habe ich nicht so viel Zeit. Ich kann Zeit haben für alle Sachen und für alle Menschen und für alle Botschaften in alle Medien, was das gibt, aus in Facebook, über WhatsApp, über alles, bloß ab Gott der harsche, das fällt schwer. Wer ist das einmal Zeit zu nehmen und sagen, okay, ich will ab Gott harsche. Ich will die Sachen, die wirklich wichtig sind, wichtig nehmen. Und die, die weniger wichtig sind, das ist mir dann weniger wichtig. So als Jesus sagt, nicht die Medien sehen und Kemäule eten, sondern wirklich ab dort, was wichtig ist. Gott hat ein Ziel an dein Leben, harsch ab am, so ist das einfacher. So ist eine schöne Nutzbar, so ist er wie dann auch mal nutzbar.